Hallo Reisefreunde und wunderschönen guten Morgen. Das letzte Mal aus Polen. Heute geht die Reise weiter. Es geht in die Ukraine. Wir sind super gespannt, ob das Ganze klappt, wie das Ganze klappt. Grenzübergang hin und her, Übernachtungsplatz, keine Ahnung. Das wird ein richtiges Abenteuer, da bin ich mir sicher. Es ist noch morgen früh, die Sonne ist kaum aufgegangen. Es war eine knackig kalte Nacht, 7 Grad, richtig frisch. Der Herbst zieht so langsam ins Land und ich denke, wenn wir jetzt noch weiter Richtung Osten fahren, dann wird es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr Herbst. Aber ich würde sagen, wir brechen langsam auf. Wir sind nur noch gut 40 Kilometer von der Grenze entfernt, also wir werden gleich da sein. Ihr seid mit dabei, heute geht es in die Ukraine, los geht's! So Leute, die erste Grenze, die haben wir bereits geschafft. Aus Polen sind wir draußen. Jetzt sind wir sozusagen im Niemandsland vor der Ukraine. Müssen wir jetzt warten. Wir haben bei der Recherche herausgefunden, dass es anscheinend so ist, dass man in der Ukraine bei der Einreise eine Gebühr bezahlen muss, die nur mit ukrainischem Geld, ich spreche das nicht aus, niemals. Ihr seht das hier unten, wie das heißt, mache ich nicht. Auf jeden Fall, die man, wie sollen wir es nennen? Ula. Ula oder ukrainische Taler, ja. Uta. Uta. Komm, wir nennen es Uta, die Währung in der Ukraine. Die nennen wir jetzt einfach Uta, ukrainische Taler. Auf jeden Fall haben wir uns ukrainische Taler schon besorgt. Das kann man in Polen vorab, das ist gut angeschrieben. Da gibt es halt Wechselstuben, nicht zum allerbesten Kurs, aber zu irgendeinem Kurs. Da konnten wir jetzt Euro in Uta wechseln. Und ja, mal schauen, wir halten euch auf dem Laufenden, ob wir auch wirklich ein paar Utas schon verloren haben. Geschlagene 1 Stunde und 45 Minuten später sind wir über die Grenze. Es war ein bisschen anstrengend, aber es war fair. Alle Details gibt es dann später. Wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen wieder beruhigen. Und für euch gibt es die ersten Eindrücke hier aus der Ukraine. Landnummer 43. Wir sind mittlerweile angekommen in der ersten Stadt in der Ukraine, aber ich glaube, die letzten Stunden, die müssen wir jetzt erstmal in aller Ruhe mit euch zusammenfassen, dass ihr auch wisst, um was es geht, wo wir sind, warum und wieso. Ich würde sagen, wir starten mit der Grenze, oder? Ja, ihr Lieben, der Grenzübergang. Also die polnische Seite, die war ja noch relativ gut. Da kam einer schnell ins Auto rein und das war es eigentlich auch schon. Dann durften wir an der ersten Schranke am ukrainischen Zoll warten und ab da lief die Stoppuhr. Und die Zeit, die vergeht und vergeht, bis erstmal die erste Schranke hochging. Da gibt es ein Zettelchen, dann kriegt man da immer wieder Stempel drauf von den einzelnen Stationen, wo man da schon war. Und das muss man dann zum Schluss abgeben und nur wer alle Stempel hat, der kommt da auch raus, beziehungsweise rein in die Ukraine. Ja, also es war sehr spannend.
spannend. Die Leute, die konnten größtenteils Englisch, zumindest ein paar Brocken. Und das Spannende war, Grenzübergänge sind ja immer so ein bisschen, naja, was muss man wohl machen? Und da war aber ganz gut, wir wussten immer, was wir zu tun hatten. Also entweder musstest du halt warten, weil die Schranke unten ist, oder dann kommt einer zu dir, nimmt dir die Pässe ab und dann weißt du aber, was als nächstes passiert. Also dann sagt er dir, ja, jetzt musst du an das Fenster gehen und dann passiert das und das. Und wenn du dort bist, dann sagt er dir, ja, jetzt musst du da in dieses Büro gehen, musst dort noch irgendwie eben die Gebühr, die wir gesagt haben, das müssen wir tatsächlich bezahlen. Man kann das aber auch in Euro oder ich glaube sogar in Dollar bezahlen. Aber sie waren ganz schön happy, als sie ukrainisches Geld bei mir gesehen haben. Wie haben wir es genannt? Ukrainische Uta. Uta, oder? Ukrainische Taler, weil ihr seht jetzt gerade hier unten, wie die Währung heißt. Dürft ihr gerne selber aussprechen. Ja, auf jeden Fall 1,75 Stunden, dann waren wir drin. War lang, war teilweise auch echt lang warten, vor allem für Louis, weil ich bin dann noch die einzelnen Posten sozusagen abgelaufen. So ein bisschen wie ein OL, wie ein Orientierungslauf, oder? Und am Schluss, wenn du deine Karte voll gezappt hast mit den einzelnen Stempeln, dann kommst du raus, hast sozusagen den OL bestanden und bist in der Ukraine. War ganz schön spannend, aber was danach kommt, war noch viel spannender. Dann fuhren wir die ersten Meter durchs Land. Kulturschock hoch 200, ähnlich wie in Albanien. Sowas hätten wir nicht erwartet, wirklich nicht erwartet. Wir dachten, es ginge so ähnlich weiter wie in Polen, dem war aber überhaupt nicht so. Es ist ein unglaubliches Gewusel, es herrscht absolute Anarchie auf den Straßen. Es war unglaublich. Ja, aber das war ja dann nicht alles. Es war 5 Uhr abends, wir hatten keine Ahnung was machen. Die Stellplätze, die wir von Park for Night gesehen haben, die haben wir beide Parkplätze schon angefahren. Der eine war eigentlich direkt auf einer Kreuzung, der andere war dermaßen im Hinterhof, dass wir dort auch ungern bleiben wollten. Und der dritte, der Stellplatz, der ziemlich weit außerhalb ist, da müsste man halt wieder reinfahren in die Stadt. Das wollten wir auch nicht. Also wenn wir hier wieder rausfahren, dann fahre ich hier ganz bestimmt nicht noch einmal hinein. Also Steffi hat eine absolute Meisterleistung vollbracht gestern. Aber wir sind zum Entschluss gekommen, dass wir diese Stadt einfach erleben möchten und haben darum seit langem wieder einmal ein Hotelzimmer gebucht. Louis hat das auf Booking, glaube ich, gefunden. Ja. Und wir haben da mal kurz angerufen. Wir haben eine SIM-Karte, wir haben unlimitiert Internet, unlimitiert Anrufer und noch eine ganze Menge SMS, die kein Mensch braucht. Ja, so konntest du mal schnell anrufen und halt auch klären, ob das mit Karlchen funktioniert. Und jetzt steht Karl in einem Hinterhof, der hat wir zeigen euch das noch. Wir zeigen euch das noch später, wie das Ganze funktioniert. Das Hotel, das kostet uns 20 € pro Nacht. 20 € zu zweit. Also das Zimmer hat kein Frühstück dabei, aber ich meine für 20 €. Ja. Ja, und dann sind wir gestern Abend noch in den Ausgang gegangen, so ein bisschen raus. Wir wollten die Stadt noch ein bisschen sehen und haben auch unsere erste Insta-Story gemacht und die Bilder, die gibt's jetzt. War wirklich bezaubernd und vor allem, ich habe mich jede Sekunde total sicher und richtig wohl gefühlt. Wir müssen auch etwa 10 Minuten noch vom Hotel in die Innenstadt gehen und auch da, also ich habe mich total sicher und wohl gefühlt. Das hätte ich so nach dieser Einfahrt nicht gedacht. Wir haben einen wunderschönen Abend verbracht und haben uns kurzerhand darum entschieden, heute nochmal hier zu bleiben. Wir haben heute Morgen eine erste Free Walking Tour gemacht. Die ging fast 3 Stunden, war sehr interessant. Wir waren nur 6 Personen, die daran teilgenommen haben, mit uns zusammen, nur 6. Also das war echt sozusagen eine private Tour. Wir sind, glaube ich, in jede Kirche rein und haben uns einfach alles wirklich angeschaut, haben Fragen gestellt und so. Es war wirklich wie so unterwegs mit Freunden. Und auch hier die Tourguidin, die Anastasia, die hat das super gemacht, perfekt Englisch gesprochen und wir verlinken euch unten auch mal noch diesen Touranbieter, weil es gibt jeden Tag um 10:30 hier eine Free Walk. Genau, und jetzt seht ihr auch die ersten Bilder bei Tag aus Lemberg.
told you my life was beginning. The moment I saw you, I was winning. Already in love before you came in. Washed away the tears from yesterday. So, jetzt muss ich doch noch mal kurz einhängen, liebe Reisefreunde, weil sowas haben wir noch in keiner Stadt in Europa gesehen. Und zwar ist das ein Bierbauch. Und wenn wir also die Vorahnung haben oder das Problem eines Bierbauchs, dann streichen wir einfach ein bisschen hier drüber und dann soll das Ganze besser werden. Unsere Führerin hier von der Stadttour hat gesagt, sie weiß nicht, ob das auch mit einem übergewichtigen Food- oder Essensbauch funktioniert, aber mit dem Bierbauch sollte es eigentlich funktionieren. Also ich versuche das mal und werde euch dann berichten. She was princess from Hungary, and she was Catholic, and Leo was Orthodox because he was like his father was Orthodox and all. Ja, und jetzt ist bereits Mittag. Wir haben hier gerade gegessen. Die Bilder, die habt ihr auch gesehen. Eine Fleischplatte in einem mittelalterlichen Restaurant. Und jetzt sind wir sozusagen wieder live. Aber jetzt müssen wir erstmal das Ganze ein bisschen zusammenfassen für euch, dass ihr chronologisch auch checkt, worum es geht. Ist für uns selber ein bisschen verwirrend. Also wir sind gestern eingereist, wir haben im Hotel übernachtet, wir übernachten heute nochmal im Hotel. Wir gehen heute Abend nochmals in den Ausgang, weil es ist so cool und so günstig, dass wir hier einfach schlicht das Leben genießen. Jetzt wissen wir ja auch, wo das die ganzen Live-Konzerte am Abend stattfinden, weil es gibt jetzt zum Beispiel ein Biermuseum, da gibt es jeden Abend live Jazzkonzerte. Da müssen wir schon noch uns ein bisschen. Also wir können sagen, die Stadt, die hat richtig viel zu bieten. Ist ein richtiger Kleberverdächtig. Ja, Kleberverdächtig. Mehr als Kleberverdächtig, wirklich. Ich würde ja noch eine Nacht hier bleiben, aber leider haben wir ja Zeitdruck. Wir müssen jetzt noch früher in Tirol sein, aber so ist das nun mal. Ja, wir genießen jetzt die letzten Schlücke unseres Bieres. Die letzten Stücke. Genau. Ja, liebe Reisefreunde, dann haben wir dann doch nicht mehr gefilmt. Eigentlich haben wir uns so fest vorgenommen, den Abend noch zu filmen, aber wir haben es einfach nicht mehr geschafft. Diese Stadt hat uns so sehr in seinen Bann gezogen. Es war einfach unglaublich. Ja, so war das Video eigentlich nicht geplant mit so vielen Insta-Stories, aber eben wie gesagt, wir haben die Kamera mehrheitlich im Hotel gelassen, haben einfach die Zeit genossen. Alle Informationen zu dieser Stadt, alle Bilder und so weiter, die findet ihr jetzt hier oben oder hier oben im Reisetagebuch. Da findet ihr auch alle schönen Bilder, alle Ausgangstipps, einfach alles findet ihr da. Ja, seid gnädig mit uns in den Kommentaren zu diesem Video. Es war nicht ganz einfach, das zusammenzusetzen, aber ich denke, es gibt einen guten ersten Einblick in die Ukraine. Weiter geht es dann am Donnerstag. Wir veröffentlichen unsere Videos erneut am Donnerstag um 18:30 Uhr mit dem nächsten Video aus der Ukraine. Seid gespannt, es bleibt spannend und wir sehen uns dann. Für euch gibt es die letzten Bilder aus der Insta-Story vom Abend danach und ja, genießt es noch. Bis zum nächsten Mal und tschüss.